Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Yeah, es ist wieder mal Q&A-Time. Ich beantworte ein bisschen eure Kommentare. Ja, ich würde sagen, let's go! Und der liebe Index-Medi würde gerne wissen, ob ich Haustier habe. Nein, ich habe kein Haustier. Ich hätte zwar gerne eine Katze, aber passt nicht. Der Ask Switzerland würde gerne von mir haben, dass ich einen Witz erzähle. Einen guten, keinen Uhu- und Hai-Witz. Da habe ich ja schon mal einen super Witz. Schnallt euch an, gurtet euch fest, leimt eure Hosen am Boden. Es rührt euch um. Hockt am besten gerade an. Was steht auf dem Baum und schreit «Ah!» Ein Uhu mit Sprachfehler. Ich weiss, dort ist Uhu drin vorgekommen. It's just a prank. Okay. Der Gianluca Bondenrürürürürürü würde gerne wissen, wo ich mein Longboard gekauft habe. Wer nicht weiss welches, wahrscheinlich meint ihr das da. Das coole Teil da. Das habe ich vom Rollladen Zürich. Nice! Was würdest du in deinem Leben ungeschehen machen, wenn du etwas machen könntest? Was steht auf dem Baum und schreit «Ah!» Tschüss! Ich würde gerne wissen, ob ich ein Julian Bam-Fan bin. Es ist alles eine Frage von der Perspektive. Ah. Der George C. würde gerne wissen, was für Sprachen kann ich denn? Also eigentlich rede ich Rumänisch, Französisch, Spanisch, Englisch, Türkisch. Nein, Spaß, ich rede nur Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und Englisch und un petit Français. E un piccolo Stückchen Italiano. Nice! Okay. Und Nomino Itz würde gerne wissen, wie bin ich auf die Idee mit YouTube gekommen. Allein das Wasser kann sogar eine andere Perspektive zeigen. Wie beispielsweise aus diesem Wort Nebel Leben wird. Also sehen wir von unter Nebel das Leben nicht mehr oder sehen wir das Leben, egal wie dicht der Nebel ist. Alles eine Frage der Perspektive. Genauso wie... Die Laura würde gerne wissen, ob ich irgendwelche besondere Ziele habe. Ja, was heisst besondere Ziele? Ich tue jetzt einfach mal so ein bisschen so... Was labert ihr? Immer zum Lächeln. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Auf jeden Fall ein Ziel von mir wäre, auf jeden Fall mal einen Film zu machen oder einen Kurzfilm, wo man einfach so seine Ideen, die einem im Brain rumwuseln, einfach kann irgendwie in einen Film reinballern. Das fände ich, glaube ich, echt geil. LXSH würde gerne wissen, was würde ich machen, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte. Allein das Wasser kann sogar eine andere Perspektive zeigen. Wie beispielsweise aus diesem Wort Nebel. Hallo zusammen, ich bin gerade am Video schneiden und habe gerade gesehen, dass ich zu diesem Thema irgendwie nichts Ernstes gesagt habe, obwohl es ein eigentlich sehr ernstes Thema kann sein oder für ein paar Leute ist. Und wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, ich würde glaube einfach mit den Leuten zusammen sein, die ich gerne habe, mit denen, die mich gerne haben, mit denen, die ich Spass habe. Ich würde einfach mit denen so viel Zeit verbringen, wie es geht und Sachen machen, die ich cool fände. Und so. Was würdet denn ihr machen, wenn ihr noch eine Woche zu leben hättet? Schreibt es doch in die Kommentare. In dem Fall geht's weiter. So, das war jetzt auch schon wieder von meinem kleinen Q&A. Schreibt doch wieder ganz viele Fragen unter das Video, dann suche ich mir wieder ein paar raus für das nächste Video. Und
Die haben einfach gesagt, es hat ihm gefallen.